Analytischer Bericht über die Aktivitäten von Murat Dadaev, Noah Krieger und eine mögliche Koordinierung mit ausländischen Geheimdiensten in Deutschland. Nach vorliegenden Erkenntnissen findet eine gezielte Förderung einer Person statt, die unter dem Namen Murat Dadaev bekannt ist. Er änderte seinen Namen in Noah Krieger und zog von Österreich nach Deutschland, wo er in Hannover der Partei AfD beitrat. In seinem öffentlichen Auftreten spielt eine Instagram-Seite mit fast 470.000 Abonnenten eine bedeutende Rolle. Die geringe Interaktionsrate, wenige Likes und Videoaufrufe lässt jedoch vermuten, dass die Seite entweder gekauft oder künstlich aufgebläht wurde. Die Förderung von Murat Dadaev erfolgt durch einen russischen Medienpool, an dem mehrere konkrete Personen beteiligt sind, darunter die Brüder Abdurrahmanow, die als Vertreter russischer Geheimdienste betrachtet werden. Die gezielte Förderung dient nicht nur dazu, das öffentliche Interesse an der Person Dadaevs anzuheizen, indem man Villa und Firmen präsentiert und den Eindruck finanzieller Stärke erweckt, sondern schafft auch ein geeignetes Umfeld, um russische Agenten aus Deutschland um ihn zu versammeln. Es wird eine Legende konstruiert, unter der verschiedene Personen, scheinbar unabhängig voneinander, zusammengeführt werden können. Sollten die Strafverfolgungsbehörden Interesse zeigen, könnten diese Personen erklären, sie hätten ihn auf Instagram gesehen oder von den Abdurrahmanows oder Ahmadow gehört und sich einfach angeschlossen. Dies erweckt den Anschein legitimer Teilnahme und verschleiert die tatsächliche Koordinierung sowie die Ziele beim Aufbau eines Agentennetzwerks innerhalb der AfD. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Beteiligung von Chingiz Ahmadow, Direktor des Propagandakanals Tschetschenische staatliche Fernseh- und Radiogesellschaft Grosny. Er war der Erste, der öffentlich die Figur Murat Dadaev hervorhob und damit den medialen Anlass für dessen Förderung schuf. Ahmadow verspottete Dadaev leichtfertig, indem er ihm vorwarf, angeblich nicht pro-russisch, sondern pro-deutsch zu sein, im Widerspruch zur Biografie der Familie Dadaev. Die Abdurrahmanows versuchten in ihren Beiträgen, dies als Friendly Fire, zufällige interne Fehler darzustellen, um von dem eigentlichen Ziel, nämlich der Förderung Dadaevs, abzulenken. Diese Missachtung bekannter Fakten zeigt die geringe Qualifikation der russischen Propagandisten und zugleich die dringende Notwendigkeit einer sofortigen PR-Kampagne. In einem Video berichtet einer der Abdurrahmanow-Brüder von Dadaevs Villa und mehreren Firmen mit einem Stammkapital von jeweils 25.000 Euro, betont dessen finanzielle Stärke und bewirbt zudem seinen Instagram-Account. Dabei wird der Name Noah Krieger fest mit Murat Dadaev verknüpft. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kommentar von Ramzan Kadyrows Neffen Kamsat Kadyrov geschenkt, als Signal der Zustimmung von oben. Ohne eine solche mediale Verstärkung wäre der Kommentar nahezu unbeachtet geblieben. Die Abdurrahmanows begründen die Namensänderung Dadaevs mit angeblichen Bedrohungen und ziehen einen unzutreffenden Vergleich mit dem Blogger Anzor aus Wien, einem Gegner Russlands, der in Österreich von russischen Geheimdiensten ermordet wurde. Zudem wird die These aufgestellt, es gehe um die Besetzung des angeblich vakanten Platzes des Kadyrov-Vertreters Timur Dugasev auf der US-Sanktionsliste. Doch ist bekannt, dass nach Dugasevs Flucht nach Russland ein anderer diese Rolle übernahm, der Verwandte um sich sammelte und frühere Kollegen Dugasevs auf Distanz hielt. Vermutlich dient dies als Appell an verwaiste und unterfinanzierte Weggefährten, sich um Dadaev zu scharen. Gleichzeitig wird betont, bei ihm gibt es keine Fragen mehr. Weder bei mir noch bei vernünftigen Menschen. Mit ihm ist alles klar, während zugleich weitere Beobachtungen und neue Veröffentlichungen angekündigt werden. Die Förderung und das Spannungsmoment werden fortgeführt. Zum familiären Hintergrund der Dadaevs. Murats Bruder Suleiman Dadaev wurde nach dem Mord an Uma Israilov 2009 in Wien bekannt. Einer der Beschuldigten versteckte sich in der russischen Botschaft. 3 Mitbeteiligte wurden festgenommen und verurteilt, darunter Suleiman, der zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde. Abdurrahmanow erinnert in seinen Beiträgen offen an diesen Fakt, da er den deutschen Strafverfolgungsbehörden nicht verborgen bleiben kann. Murat Dadaev präsentiert sich selbst als für die Tschetschenen, für den Islam und verspricht Hilfe für Tschetschenen. Beobachtungen zufolge hat er sich jedoch bis vor kurzem in der europäischen tschetschenischen Diaspora weder als Helfer noch als Menschenrechtler hervorgetan.
Der Beitritt zur AfD mit ihren radikalen, migrationsfeindlichen Ansichten steht in offenem Widerspruch zu Dadaews öffentlichen Bekenntnissen zur Unterstützung tschetschenischer Flüchtlinge und Muslime. Widersprüche zeigen sich auch in Bezug auf Israel. In einem Video kritisiert er jene, die sich nicht trauen, sich gegen Israel wegen dessen Vorgehen im Gazastreifen zu äußern. Ignoriert jedoch den Genozid des tschetschenischen Volkes durch Russland und demonstriert gleichzeitig Unterstützung für das russische Regime. Auf seiner Seite steht: Mein Herz gehört Tschetschenien, Russland und Deutschland, was weitere Widersprüche schafft. Auf Kritik reagiert Dadaev mit einem Video auf Tschetschenisch, in dem er seine Kritiker leicht bedroht, den Fokus auf Villa, eigenes Einkommen und Firmen legt und behauptet, viel zu arbeiten. Dabei bestreitet er Verbindungen zu Kadyrov. Er erklärt jedoch nicht, wie sein Bruder unter den Mördern Israilovs sein konnte, wenn es keine Verbindungen zu Kadyrov gibt. Die Tatsache, dass vor Gericht niemand zugab, dass der Mord an Israilov von Russland in Auftrag gegeben wurde, bestätigt ihre Loyalität gegenüber den russischen Auftraggebern. Dadaevs Reaktion im Antwortvideo ist widersprüchlich. Einerseits erklärt er, nicht auf das Niveau seiner Gegner herabzusteigen, antwortet aber dennoch. Er bezeichnet die Beteiligung seines Bruders am Mord an Israilov als Fehler und behauptet, sich an die tschetschenische Kultur zu halten. Gemäß der tschetschenischen Kultur ist jedoch öffentliche Selbstdarstellung im Falle der Verwicklung eines nahen Verwandten in die Entführung und Ermordung eines unschuldigen Menschen unzulässig. Es gebührt Trauer und Bescheidenheit. Dadaev wiederholt mehrfach das Motto, er sei bereit, jenen zu helfen, die ihm helfen, und lädt damit potenzielle Anhänger und nützliche Idioten ein. Auf Grundlage des Dargelegten entsteht der begründete Verdacht, dass es sich um eine gezielte Kampagne der russischen Geheimdienste handelt, Murat Dadaev, Noah Krieger, in der politischen Szene Deutschlands einzuschleusen und zu fördern. Ziel dieser Kampagne ist es, Personen für operative Zwecke zu gewinnen, die politische Lage in Deutschland zu destabilisieren und die tschetschenische Gemeinschaft im Land zu diskreditieren. Aslan Arzuev, Vorsitzender der Menschenrechtsvereinigung Human Rights Center Ishkeria,